Yo, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Diesmal kein Stadion-Vlog, ein normaler Vlog aus London. Ich bin gerade in London angekommen, ihr seht hier an diesen Bus. Ich gehe heute ein bisschen rumlaufen, ich bin 3 Tage hier. Vielleicht gehe ich am Samstag noch ein Match schauen. Und ja, ich nehme euch mal mit. Oh, hold on, Digga. Ich habe gar keinen Plan, was ich hier mache. Und ich bin echt hier bei diesem Palast mit diesen Wärtern, dass wenn man die abfuckt, dass man dann so gefühlt zusammengeschlagen wird. Das sind ja so Pferde und so. Ja, ich habe erst nicht gewusst, dass das in London ist. Aber ein hoher Palast. Krank. Das sind die Typen, die ich meine. Die legendären Wärter. Ich sage euch ehrlich, ich hätte schon Bock, gerade einen zu provozieren. Aber leider sind hier gar keine draussen, Mann. Dann kann ich das dann auch abhökeln, wenn ich auch mal da war. Ich check nicht, was es ist, aber ja. Jetzt darf ich durch den Park von diesem Palast so in die Hauptstadt, um etwas zu essen. Oh shit, was geht jetzt ab, Alter? Ah was? Da sind jetzt wichtige Leute drin, ne? Keine Ahnung, wer das ist. Ich habe mich auf Englisch so gar nicht informiert. Das heisst, wenn irgendjemand Ahnung hat, was genau in diesem Palast abgeht, schreibt es doch kurz in die Kommentare, damit ich es auch weiss. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich London wirklich nicht gerne werde haben, weil ich nicht gerne in so grossen Städten bin, dass ich das Gefühl habe, ich habe nicht einmal fast alles gesehen. Aber ich habe das nicht so gerne. Ich will am liebsten immer alles sehen. Und in einer Stadt wie London ist das unmöglich. Ich meine, ich will jetzt in die Stadt laufen, also so an einen anderen Ort, und ich muss 40 Minuten laufen. Du musst die ganze U-Bahn fahren, Mann, das ist krank, weil die Distanzen sind so gross. Nach langem Überlegen habe ich mich dazu entschieden, Nudeln zu holen. Hier bei so einem geilen Laden. Er heisst Marugame Udon, keine Ahnung. Google-Bewertung war gut, also wird es wohl gut kommen. Ich glaube, dass ich mir den hole, in Regular, damit dann auch noch ein Dessert reinpasst. Ich sage euch ehrlich, kann man machen. Der erste Biss vom Tofu. Wow. Wow. Boah, der Tofu ist so luftig, das ist krank. Sehr geil. Bombe, also die Konsistenz ist abnormal geil. Boah, Nudeln halt 10 von 10. Gemüse, sehr krank. Das ist ein richtiges Geschmackserlebnis. Schaut jetzt mal, wie gut die reinflutschen. Die haben so eine geile Konsistenz. Bodenlos. Das ist geschmacklich Bombe, wirklich abnormal. Also das war wirklich empfehlenswert. Auf Bewertung gebe ich sicher 8 von 10. Preis-Leistungs-Verhältnis war auch wirklich korrekt. Ich bin einigermaßen satt, ich hole mir sicher noch etwas heute. Und ich habe, glaube ich, 12 Pfund oder so gezahlt, 11,95. Für London geht das voll klar, alles ist verdammt teuer hier. Habt ihr schon mal Ikea in einer Grossstadt gesehen? Dort muss ich jetzt kurz reinschauen, Mann. Ich bin verdammt gespannt. Hey, where random, Alter. Bei uns ist das immer irgendwo auf einem Industrieplatz oder so. Wie random ist das da? Ich glaube, es ist ein Museum oder so. Das ist ein Geschenkladen. Das ist... Okay, also das ist nicht so eine normale Ikea, wie man es kennt. Schaut, das ist gefühlt eine Kunstausstellung. Die haben Limited Edition Ikea Fischerhüte und Pullis und so. Ich finde es sehr geil. Es sieht sehr krank aus hier. Das ist wirklich eine spezielle Ikea-Laden, Mann. Jetzt geht es in die Nike Town. Es ist nicht ein Nike Store, es ist Nike Town. So gross ist es. Schaut. Der erste Stock ist Männer, Sport, Fußball. Also ich bin richtig gespannt, was sie hier alles für Liebling haben und Schuhe natürlich. Ein bisschen rumschauen. Die verkaufen hier Chelsea-Sachen wegen London. Es wird ja immer schlimmer. Chelsea, Liverpool, das kommt noch, Digga. Oh mein Gott, nein! Tottenham! Bitte! Das ist so eine geile Schuhe. Pfui.
Kranke in diesem Laden ist, man kann jedes Item, das man kauft, kann man personalisieren mit Namen oder was auch immer. Aber verdammt teuer. Lohnt sich wirklich gar nicht. Aber sie haben hier wirklich so, alles ist so speziell, viel grösser. Das ist schon verrückt an London. Hey, es ist schlimm. Ich komme nicht aus dieser Straße aus. Ich will seit einer Stunde zu diesen 2 Läden. Aber ich komme hier aus dem Urban Outfitters. Ich sehe den Bershka, ich sehe Zara, ich sehe Pull&Bear, ich sehe JD Sports. Es ist ein Albtraum, aber gleichzeitig auch ein Traum. Ich weiß es nicht. Erklär mir. Ha? Hä? Wieso hat es in London einen PSG-Fanshop? Hä? Hä? Olympique Lyon. Jetzt kommen wir wirklich so in diesen Exklusiv-Shit rein. Hier auch Supreme Store. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich heimgehe. Ich bin nämlich auf Besuch momentan bei meinem Onkel. Ich habe ihn noch nicht gesehen, das heisst, ich gehe ein bisschen früher, damit ich nicht unanständig spät komme. Ich werde aber fix noch diese Woche, oder morgen besser gesagt, alle anderen Läden werde ich natürlich auch noch abrattern. Schauen, ob ich dort etwas kaufen kann. Außerdem muss ich noch zu diesen Sehenswürdigkeiten, Big Ben, Tower Bridge und so Scheiß. Das heisst, ja, ein volles Programm jetzt. Morgen wird richtig stressig. Das Dr. Pepper und das Wasser für auf dem Weg muss auch sein. Nur ist das Wasser leer. Ehrlich, ich ernähre mich schon sehr ungesund, muss ich sagen, in England. Es ist aber auch viel zu einfach, sich hier ungesund zu ernähren. Wenn ich in den Laden reingehe, Digga, es ist so einfach, ungesundes Zeug kaufen und so schwierig, gesundes Zeug zu finden. Aber ich mache dafür mega viel Sport und ich würde wirklich sagen, ich kompensiere das Ganze. Ach du Scheiße! Ich glaube, ich muss morgen hier essen. Lass die Reihe an, nur wegen Chicken. Hat jeder das rein, Alter? Ach du Scheiße, das hört gar nicht auf. Das ist schon krank. Oh mein Gott, Alter, nur für Chicken, Alter. Also wenn ich morgen nicht hier essen, dann weiß ich auch nicht. Das muss der krankste Laden der Welt sein. Meine Angst ist echt zur Tatsache geworden. Ich sehe so viele Läden und ich weiß jetzt schon, dass ich nicht alles sehen werde. Und ich werde das so enttäuschend finden, weil boah, wirklich, du kommst aus dem einen Laden raus, siehst schon den nächsten. Ich kann es mir nicht mal mehr merken. Ich habe mir eine ganze Liste gemacht und ich sehe jetzt schon unmöglich, wirklich unmöglich. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt wirklich auf den Weg und dann sieht man sich morgen wieder. Ciao zusammen! Gute Nacht, meine Schnuggelis. Träumen Sie es. Aber nicht von mir. Guten Morgen, ich bin back in London. Ich habe gerade den Zug genommen. Ich bin gerade angekommen, das Wetter ist so. Ja, halt Englisch, es regnet ein bisschen, aber nicht fest. Es ist nicht wirklich mega kalt, aber es ist kalt. Ja, immer so ein Mischmasch. Ich bin unterwegs zu Brick Lane, das war eine Empfehlung von meinem Onkel. Scheint es ist noch schön. Mal schauen, ob ich dort interessante Sachen sehe oder so. Und fix gehe ich heute auch zum Big Ben und so, da ich das mal gesehen habe. Und ihr seht hier schon das Wasser. Crazy. Ist das? Ist das Tower Bridge? Bruh. Nein, oder? Ist das Tower Bridge? Ich habe so keine Ahnung von London. Ist das Tower Bridge? Egal, ich muss nachher auf Google Maps schauen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Classic Football Shirt Shop. Ich habe zwar in Manchester schon Black Friday etwas gekauft. Ich hatte 20% Rabatt gehabt. Ich habe das Meisterschaftsliebling von 17-18 von Feyenoord gekauft. Für einen sehr korrekten Mensch aus Weihnachtsgeschenk. Aber je nachdem muss ich mir selber auch noch etwas holen natürlich. Aber die Preise sind halt auch immer gestört in diesen Läden. Das Logo ist immer der Tod für mein Portemonnaie. Ich liebe so Zeug. Ich sammle immer Trikots. Ich hoffe, er ist nicht zu gross. Ich glaube, ich habe etwas zu tun. Ich muss das alles jetzt durchrattern. Boah, legendäres Trikot, Alter. Wirklich kranke Trikots dabei. Aber ja, zu teuer, Mann. Das heisst, ich gehe raus. Brick Lane, here we are. Und es hat schon Graffitis, also ich werde es fix feiern. Ihr wisst ja, ich liebe Graffitis. Es kommt by the way, ich glaube nächste Woche als Video raus, wie ich ein Graffiti mache. Also seid gespannt auf das. Und ich habe gehört, dass am Ende dieser Straße ein riesen Food Hall ist. Also so ein riesen Markt mit alles geilem Essen. Also, ihr wisst. Essen! Boah, aber auch hier bekomme ich schon Hunger, Mann.
Oh nein, ich sehe Baklava. Hello. How much is the baklava? So could I get one of the pistachio and one of the nuts? Ja, es ist passiert. Wie immer. Otto frisst Baklava. Und ich habe noch eine 5-Sterne-Google-Rezession gegeben und für das habe ich noch Schlagzeug bekommen. Hell yeah. Boah, seht ihr, wie viel Zucker da drin ist? Gesund. Also Taste-Test von Nummer 1. Saftig, Mann. Wow. Das ist sogar gut, Mann. Für das es nicht Türkei ist. Aber er ist so anders, als das ich nicht kenne. Was ist so anders? Ich gebe 7,5 von 10. Weil es ist nicht ganz so, wie ich es kenne, aber gut. So, jetzt kommt es noch zum Pistachio One. Are you ready? Der wird saftig, wow. Das ist auch gut, das ist sogar besser. I love it. Das ist der Beste. 9 von 10, 9,5 von 10. Wow. Krank. Boah. Aber so schnell ist die Achterbahn des Geschmacks auch schon wieder vorbei, Mann. Es ist 10:30 am Morgen und ich fetze mir hier Baklava rein. Egal, ein bisschen Zucker ist immer gut. Und hier ist die Halle mit allem Streetfood. Mal schauen, ob ich mir da etwas holen. Boah, ihr wollt nicht wissen, wie geil es hier innen schmeckt, Alter. Ich ziehe ihn aber, weil ich muss ehrlich sagen, nachdem ich mir die Baklava reingedrückt habe, fühle ich mich schlecht, jetzt gerade schon wieder etwas zu kaufen und zu essen. Boah, auch mega schön. Es ist schwer geil hier. Ich bin hier alles so Vintage-Läden am Abrattern, um zu schauen, ob ich irgendwelche Sachen finde. Es hat vorher ein paar geile Hosen gehabt, aber ich weiß es nicht. Ich zweifle, ob ich diese holen kann. Ich überlege ein bisschen, schaue noch ein bisschen um und je nachdem hole ich sie dann. Das erste Geld für Kleider ist verschwendet worden. So schnell geht's. Da ich seit 1,5 Stunden die ganze Strasse in jeden Laden reingehe, bin ich immer noch sehr nah an dieser Essenshalle. Also kann ich mir jetzt dort Essen holen, weil ich bin langsam hungrig. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin von dort ganz hinten die ganze Strasse so im Zickzack, tack, bis da vorne gelaufen. Boah, das sieht schon saftig aus. Ja, das hier habe ich Herdhops genommen. Ich laufe vorbei, da gibt es 2 Stärken mit Chicken, mit Garnelen. Und schon bin ich aufgekommen, ehrlich. Aber, sehr geil. Ich sage so, ja, es ist gut, merci, das ist alles. Ich so, ja, normalerweise trinke ich 1,50 Liter für 1 Stutz und so. Ich habe keine Ahnung, was das Weisse hier ist. Aber, es ist geil, Mann. Ich weiß nicht, ob das frittiert ist oder so. Es ist so weich, Mann, es ist so zart. Und ich sage euch, die frittierte Garnelen. Oh mein Gott. Wow, you all have to try this. Wow. Das ist das Beste, Mann. Die Portion ist nicht schlecht. Ja, auch large noch. Also, Essen im Upmarket in London lohnt sich wirklich. In Brick Lane, geht dort vorbei. Ich habe 11 Pfund gezahlt, ich bin satt. Es war geil, vor allem die frittierten Garnelen. Anderes Niveau. Ich gebe dem Ganzen 8,5 von 10. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zu Tower Bridge. Das ist die berühmte Brücke, die ich vorher schon von weitem gesehen habe. Mal schauen, ob es die war. Auch noch nie erlebt. Ich muss mich umziehen in einem Laden. Das gibt es ja nicht, Alter. Ich habe auch nicht Bock, mich hier in den umzuziehen. Das ist ein extrem nice Markt mit alles Künstlern, die hier ihre eigenen Stände haben. Und ich sage natürlich, sehr inspirierende Sachen hier. Natürlich auch Kleider und so. Aber eben hier zum Beispiel so Zeug. Kreativ. Okay, there we are, Alter. Ich muss sagen, es ist ziemlich beeindruckend, so eine fette Burg auf der Brücke. Crazy. Ich laufe jetzt mal dorthin. Hier hat man die Brücke und hier ist noch eine ganze Burg nebendran, Alter. Aber die wird umgebaut.
Ich bin dann von heute Morgen auf dieser Brücke dorthin gelaufen. Aber ich muss sagen, also beeindruckend. So ein massives fettes Teil, oder mehrere sogar, so über dem Wasser. Crazy, Alter. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr relate, aber immer wenn ich so zu so Sehenswürdigkeiten gehe, denke ich mir so, ja, und was jetzt? Was muss ich jetzt mit dem anfangen? Ist es das? Ja, ist schon komisch. So, ja, ich habe es gesehen, aber was soll jetzt mit dieser Information? Ja. Jetzt kann ich wenigstens sagen, hey, ich war auf der Tower Bridge gewesen. Jetzt geht es noch schön zum Big Ben, da habe ich das auch noch gesehen. Und dann geht es weiter mit dem Shoppen. Beeindruckend, wie gross die Stadt ist. Auf dieser Seite. Aber dort hinten eben auch nochmal, Mann. Es ist so riesig. Und der nächste Weihnachtsmarkt, der mich aufhält. Wenn es gut ist, muss ich hier vorne nur noch um die Ecke kommen. Und dann bin ich schon beim Big Ben. Also das wird... Oh mein Gott, das kommt gerade so fake über. Aber hier ist eine kranke Graffiti-Halle. Wie komme ich hierher? Und hier hat es Stege, Mann, crazy. Ich muss nicht runter. Oh mein Gott. So geil. So viel Arbeit. So viele Details. Ihr wollt nicht wissen, das ist für mich ein Traum, so etwas zu sehen. Wow. Also es sind nicht alle gleich gut, muss ich ehrlich sagen, aber so Zeug, das ist abnormal. Wow, alles so geil mit dem Rauch. Ich habe das auch mal probiert. Aber ich habe es so mit Luft gemacht, auch mit einem Porträt von mir selber. Aber niemals so gut, also sehr schön zum sehen. Glauben mir, in ein paar Jahren, wenn ich wieder hierher komme, dann nehme ich meine Dosen auch mit und dann machen wir hier alles geiles Preis. In Manchester müssen wir eigentlich alles machen, Mann. Ich habe leider gar nichts dabei und ich habe auch gar keinen Bock gehabt, noch extra Zeug, Material zu kaufen und so. Aber hier mal so einen Spot auszufüllen, wäre schon mächtig. Boah, echt ein Bang gewesen. Und hier, wie ihr seht, so eine Plexiglasscheibe drüber, damit es niemand kaputt machen kann oder übersprayen. Oh Mann, ich hasse diese Stadt. Ich habe gemeint, ich bin beim Big Ben. Schau, wo ich jetzt bin gelandet. Beim London Eye. Hä? Einfach ein Shrek-Laden. Are we there yet? Geil, Mann. Shrek ist Liebe. Shrek ist Leben. What brings you into Shrek's Adventure London Gift Shop today? Shrek ist Liebe. Shrek ist Leben. Thank you for your feedback. Mit Herz habe ich das gemacht, he? Shrek ist Liebe und Shrek ist Leben. Die Leute stehen hier in Reihe an, um mit Telefonzellen und dem Big Ben Bilder zu machen. London ist eine sehr schöne Stadt, das muss man sagen. Mit mega schönen Gebäuden, alten Gebäuden. Und ich habe es schon gerne. Es hat so etwas Historisches, was die Stadt spannend macht. Spaß, Mann, Spaß. Hold on, es war Spaß. Ich wollte nicht gecancelt werden. Es war nur ein Spaß, es war kein Vorurteil. Aber ich bin in Chinatown. Ich finde es mega komisch. Wieso gibt es in jedem Land so Chinatown, aber kein Bünzli-Town, Mann, wo man so Raclette verkauft, Matterhorn zeigt, Uhren verkauft. Das wäre doch auch geil. Es sollte eigentlich in jedem Land Bünzli-Town geben, Mann. Oder jemand in den Popmarkt kommt poppen. Euch tönt das an. Aber mir nicht so. Mein Portemonnaie ist wieder zum Opfer geworden. Ich habe mir eine Jacke geholt von so einem Künstler, Jean-Michel Basquiat. Das ist so einer von diesen grossen Pop-Art-Künstlern, Pop-Art-Stilrichtung. Aber ja, Geld fliegt, Geld kommt und geht. Egal, ich werde das überleben. Ich bin mir gerade am Überlegen, ob ich noch essen will oder ob ich direkt wieder zurück heimgehe. Weil ich merke, ich bin langsam müde und ich will heute noch säckeln. Aber ich entscheide mich jetzt gerade. Also ich bin jetzt beim Bahnhof angekommen. Ich muss noch 10 Minuten warten. Die 10 Minuten muss ich aber irgendwie füllen. Ich würde sagen mit Essen. Ja Mann, Ben & Jerry's, Digga. Beste. Ja, lieber. Ich laufe hier schon wieder durch Bromley durch. Das sind die Suburbs von London, wenn man das so sagen darf. Mein Onkel wohnt ja hier, der hat sein Haus hier. Das heisst, ich bin auf dem Weg zurück heim, um zu essen und zu pennen. Hallo.
Jetzt wäre ich fast hier reingelaufen wegen dieser Taschenlampe. Ich habe mich dazu entschieden, nicht Arsenal gegen Everton zu schauen. Ich gehe Bromley schauen. Aus dem Grund, dass es mega viel Zeit wird klauen wird, wo ich London nicht sehen würde, wo ich gerne auch noch mit meinem Onkel verbringen. Ja, so kann ich morgen noch ein bisschen rumschauen und so. Und aus diesem Grund habe ich mich so entschieden. Und am Sonntag wird krank, weil dann gehe ich Manchester Derby schauen. Boah, bin ich hyped, Mann. Manchester Derby, das wird mein erstes Manchester Derby. Leider im Empty Head bei City. Aber trotzdem noch so. Wenn wir den gewinnen, weisst du. Oh mein Gott. Ja, ja. Egal, man sieht sich. Digga, ich habe einfach einen Tag von meinem Leben nicht geflogen. Ich bin heute Match schauen bei Bromley. Ich bin shooten mit dem Stiefsohn von meinem Onkel. Ich habe Sunday League geschaut, aber ich habe nichts aufgenommen. Ja, ich wollte ein bisschen für mich genießen. Ich bin jetzt aber hier mit der Tasche auf dem Weg nach London, damit ich dort zurückreisen kann nach Manchester. Und ja, das ist jetzt eigentlich der Plan. Ich weiß nicht, je nachdem mache ich noch etwas in London, das ich aufnehmen kann. Und sonst wird das auch schon der Ende des Vlogs sein. Der Ende, was habe ich geraucht? Ich schneide das auch raus. Und ja, jetzt bin ich mit dem Zug unterwegs. Der andere spielt etwa so gut, dass man meinen, er ist echt noch am Üben. Schlimm. Ich bin tot. Ich gehe in den Bus rein. Gute Nacht. Not going to come forward then. I've already made the announcement for the third time. There is no food allowed on this coach, especially fish. Es ist 3 Uhr nachts, ich komme in Manchester an. Es ist immer noch voll Szene, Alter. So krank. Das ist so komisch. Ich kenne das gar nicht. Das ist so komisch von Großstädten. Ich bin back in Manchester. Das Wetter ist Arschritze. Aus diesem Grund habe ich auch keinen Bock, zu noch gross etwas zu labern. Schön hineingeschaut. Man sieht sich. Bis bald. Ich würde sagen, Peace out!